Sowohl Berufstätige als auch Pensionierte erleiden leider ein Burnout, eine Erschöpfungsdepression. In dieser Predigt werden wir 5 Gründe für Burnout gemeinsam näher anschauen und mit Gottes Zusagen aus der Bibel konfrontieren. Dabei handelt es sich um unsere inneren Antreiber, um die Motivation, warum wir etwas tun. Bei der Analyse der 5 Burnout-Gründe stütze ich mich auf die Ausführungen von Dr. Martin Grabe. Er war christlicher Chefarzt und Direktor einer Klinik für Psychotherapie. Er erklärt treffend, es geht im Tiefsten immer um die Wünsche, anerkannt und gemocht zu werden, um unsere Sehnsucht nach Anerkennung. Der erste Burnout-Grund besteht darin, wenn der eigene Vater einem zu wenig Anerkennung geschenkt hat. Dann sucht das Kind das ganze Leben lang nach der Bestätigung durch den Vater. Falls der eigene Vater früh verstorben ist, fehlt diese Bestätigung natürlich. Dann kann es sein, dass man Bestätigung durch andere Menschen sucht, auch durch andere Vaterfiguren. Die Bibel zeigt uns, dank Jesus Christus ist Gott unser Vater, der uns bedingungslos liebt. Dies sehen wir bereits im Alten Testament, im Prophetenbuch Jesaja, wo es heißt, denn du bist unser Vater. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser von alters her. Das ist dein Name. Aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir alle sind das Werk deiner Hände. Diese Aussage, dass Gott unser Vater ist, taucht 3-mal auf. Dies bedeutet, Gott setzt 3 Ausrufezeichen hinter diese Aussage. Auch Jesus Christus nennt im Neuen Testament Gott Abba, Vater. Das heißt Papa, die liebevolle und vertraute Anrede an den himmlischen Vater. Jesus lehrt auch uns beten, unser Vater im Himmel. Gott wirkt mit seinem Heiligen Geist in uns, dass wir mit ihm eine persönliche Liebesbeziehung führen. Der Apostel Paulus erklärt, weil ihr aber Töchter und Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Mein Anti-Burnout-Gebet beginnt damit, dass ich laut ausspreche, dass ich Gottes Vaterliebe weder verdienen kann noch muss. Denn er liebt mich bedingungslos, weil er mich erschaffen hat. Der zweite starke Burnout-Verursacher ist, wenn die Mutter einem zu wenig Zuneigung geschenkt hat. Dies kann bewirken, dass man anderen Menschen helfen will, um Bestätigung zu erhalten. Es entsteht ein Helfersyndrom und eine Co-Abhängigkeit. Das Helfen wird zur Sucht. Gott spricht ebenfalls im Prophetenbuch Jesaja, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Gott Vater hat also eine mütterliche Art, uns zu trösten, wie eine Mutter ihr Baby und Kleinkind in den Arm nimmt und tröstet. Im Neuen Testament sehen wir, Jesus Christus war der männlichste Mann, der je gelebt hat, weil er stellvertretend die Schuld der ganzen Menschheit getragen hat, aus Liebe zu uns. Trotzdem hatte auch er eine weibliche, feminine Seite. Seine gigantische Liebe zu den Bewohnern Jerusalems drückte er in einem gewagten Vergleich aus. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Jesus vergleicht sich selbst mit einer Henne, die liebevoll ihre Flügel ausbreitet über ihre Küken, um sie zu schützen. So liebt auch Jesus uns alle und bietet uns die Vergebung unserer Schuld an, wenn wir dieses Geschenk annehmen wollen.
Auch diese mütterliche Liebe Gottes muss ich mir nicht erarbeiten, weil Gott mich bedingungslos liebt. Mein Anti-Burnout-Gebet erwähnt als zweites, dass Gott meine himmlische Mutter ist, die will, dass ich unabhängig werde von der Meinung anderer Menschen über mich. Was Gott über mich denkt, das soll mich prägen und nicht die Suche nach dem Lob anderer Menschen. Ich darf auch Nein sagen zu Anfragen, die mich überfordern. Erst vor 3 Monaten wurde mir klar, von Frauen wird oftmals erwartet, dass sie sich immer fürsorglich, uneigennützig und gratis um andere Menschen kümmern. Zuerst um ihre eigenen Kinder, dann um die älter werdenden Großeltern, dann um ihre Enkelkinder, dann um ihre eigenen Eltern und um ihren Ehemann. Doch Frauen müssen sich nicht aufopfern und dürfen auch Nein sagen lernen zur Ausnutzung. Der dritte innere Burnout-Grund hängt mit den eigenen Geschwistern zusammen. Ältere Geschwister übernehmen oft Verantwortung für andere Menschen. Jüngere Geschwister vergleichen sich oft mit anderen. Beides kann im späteren Leben zum Burnout-Motor werden, erklärt Dr. Martin Grube. Das Überraschende der Bibel besteht darin, der auferstandene Jesus Christus nennt uns seine Schwestern und Brüder. Jesus ist unser älterer Bruder, der uns in Gottes Familie einlädt. Dank Jesus sind wir alle Schwestern und Brüder im Glauben. Als dritten Punkt erhält mein Anti-Burnout-Gebet die Aussage, dass Jesus mein ältester Bruder ist, der mit mir gemeinsam spannende Abenteuer erlebt. Jeden Morgen lese ich ein Kapitel in der Bibel und bespreche mit Jesus meinen Tag im Gebet. Der vierte Grund, mehr zu leisten als andere und dadurch ein Burnout zu erleiden, besteht darin, wenn jemand in Armut aufgewachsen ist. Gott verspricht uns aus der Armut zu befreien. Im Alten Testament gibt es den bekannten Psalm 23, der mit den Worten beginnt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und trotzdem heißt es realistischerweise bereits im Psalm 23, und ob ich schon wandere im finstern Tal, wörtlich im Tal des Todesschattens, im Tal der Finsternis, fürchte ich kein Unglück, denn du, Gott, bist bei mir. Gott bewahrt uns nicht vor allem Leid, aber er steht uns bei in unserem Leiden. Auch Jesus Christus verspricht uns: Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums, das heißt um der frohen Botschaft und guten Nachricht willen, der nicht 100-fach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Jesus verspricht uns, alles 100-fach zu ersetzen, was wir für ihn opfern und aufgeben. Trotzdem erleiden wir Verfolgung, werden vielleicht aufgrund unseres Glaubens verspottet oder ernten einen Shitstorm. Dafür erben wir das ewige Leben, den Himmel, die Ewigkeit bei Gott, in der wir garantiert keinen Mangel mehr erleben werden. Der Apostel Paulus ergänzt: Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Paulus schrieb diesen Satz aus dem Gefängnis. Wir halten fest, Gott versorgt uns mit dem Guten, was wir brauchen. Doch das Gute ist auf unserer Welt stets umkämpft. Die Aussage, dass Gott uns aus der Armut befreit, ist ein heikler Punkt, weil einige Kirchen Gottes Zusagen für ihre eigenen Vorteile missbrauchen.
Das sogenannte Wohlstandsevangelium verspricht den Gläubigen Reichtum, wenn sie nur genug Geld an die Kirche spenden. Sie machen daraus das folgende Prinzip: Je mehr Geldgläubige an die Kirche spenden, desto mehr segnet Gott sie. Doch mein Punkt besteht darin, dass Gott uns aus der Armut befreit, nicht, dass er uns automatisch reich macht. Natürlich lohnt sich der Glaube an Jesus dahingehend, dass er uns befreit von teuren Süchten und Abhängigkeiten und wir dadurch mehr Geld für sinnvolle Dinge zur Verfügung haben. Mein 4. Punkt in meinem Anti-Burnout-Gebet enthält die Aussage, dass Gott mich aus der Armut befreit hat. Der 5. Burnout-Verursacher ist die Situation, wenn die eigene Familie eine Außenseiterposition eingenommen hat, weil die Familie am Rand der Gesellschaft war. Dies kann zu einer übertriebenen Leistungsbereitschaft führen, weil man unbedingt dazugehören will und kein Außenseiter mehr sein will. Jesus verspricht uns: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Mit eigenen Worten ausgedrückt: Christinnen und Christen bewahren die Welt vor dem moralischen Untergang, weil wir anderen Menschen die Liebe Gottes in Jesus Christus weitergeben. Dies ist eine gewaltige Würdigung für alle, die Jesus nachfolgen. Mein 5. und letzter Punkt in meinem Anti-Burnout-Gebet lautet, dass Jesus mich in die Mitte der Gesellschaft stellt. Für Jesus sind wir alle wichtig und entscheidend in seinem Reich. Zum Schluss mein persönliches Anti-Burnout-Gebet nochmals im Wortlaut. Jeden Morgen bete ich es für mich persönlich, um mein Innerstes auf Gott auszurichten. Dreieiniger Gott, ich danke dir, dass du mein himmlischer Vater bist, der mich bedingungslos liebt. Dass du meine himmlische Mutter bist, die will, dass ich unabhängig werde von der Meinung anderer Menschen über mich. Dass Jesus mein älterer Bruder ist, der mit mir spannende Abenteuer erlebt. Dass du mich aus der Armut befreit hast und dass du mich in die Mitte der Gesellschaft gestellt hast. Amen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter und abonniere meinen Kanal. Ich wünsche dir Gottes Segen.